Die Abenteuer in Imbesa gehen weiter, Freunde. Zurück bei Anno 1800. Willkommen zurück. Ja, das sehe ich, liebes Schiffchen. Vielen Dank dafür. Ansonsten, ja, das singt ein bisschen die Ziegenmilch. Hier in unserer eigentlich numerisch betrachtet die dritte Stadt, die wir haben. Wobei vom Platz her wohl ja die zweite, weil hier kann man glaube ich ein bisschen vergessen. Volles Lager. Jo, kannst mal ein bisschen aufhören. Ich hätte gewisse Dinge vorbereitet vor 1-2 Episoden. Ja, und generell haben wir noch einiges mit der Hauptstory zu tun. Natürlich, wer auch sonst. Und ansonsten noch dies und das und jenes. Ich werde die alte Lani vermissen, wenn sie die Herde verlässt. Aber sie gibt keine Milch mehr. Oh, wunderbar. Das ist natürlich schade, alte Lani. Das ist aber ein schönes Bild. Ich bin froh, dass du auf uns aufpasst. Und wie ihr seht, seit dem letzten Mal gab es kein neues Update, deswegen wurde der Bug hier noch nicht gefixt. Aber ist ja von dem her kein Problem, zumindest bisher noch nicht, weil wir können trotzdem weitermachen. So, hier sind die auch weiter fleißig dabei. Sehr gut, sehr gut. Jetzt steigt die Milch, rufen wir doch wieder. Naja, ist ja eigentlich auch egal, zumindest vorerst. Mit dem Hibiskus-Tee, habe ich aber einfach irgendwie generell mal hier abgelegt. Das ist wundervoll. Eigentlich brauchen die das nicht. Trockenfleisch. Ja, super. Gaswasserstätte hier oben. Ja, dabei wollte ich eigentlich nochmal eine hier unten machen und so. Oh. Ich weiß nicht. Die arktische Grippe. Ja, da ist mir zu kalt. Wir gehen in den Süden, wo es ein bisschen wärmer ist. Hier. Warte mal. Momentchen. Also, hier ist es so, ich habe die Ziegenmilchproduktion habe ich hier für die Insel selbst. Hier oben habe ich Hibiskusfarm wegen Tee. Oh weh, oh je. Ne, warte mal. Den Tee war ja, glaube ich, schon richtig, weil die Idee ja war. Moment. Wo ist mein Geister jetzt? Ne, da ist die. Sag mal. Oh, kann man die irgendwie sortieren? Weil ich finde das ein bisschen nervig. Gut, ich kann natürlich einfach so machen. Nee, Mist, Mann. Ich wollte hier die Routen. Das ist doch. Okay. Jetzt muss ich mal hier die Routen ein bisschen abändern. Du alter Knochen. Setz dich in Bewegung. Was? So. Beleidigt er mich jetzt? Ich glaube das nicht. Okay, da haben wir noch eine Weile Ruhe vor ihm. Mit George Smith würde ich gerne mal langsam sich zum Handelsvertrag übergehen, aber das dauert noch eine Weile. Wahrscheinlich nahezu sicher. Ich warte mal noch, weil mit Geld will ich jetzt ein bisschen sparsamer sein. Klar, wir haben eine gute Bilanz und so weiter und so fort, gar kein Thema. An manchen Morgen herrscht Stille in der Stadt. So als würde ganz Imbesa erst langsam erwachen. Okay. Hätten wir das auch geklärt, dass Imbesa am Erwachen ist? Das Erwachen von Imbesa, nicht das Erwachen der Macht, nee. Das hier ist eine Stufe weiter. So, eben Hibiskus-Tee, das ist soweit in Ordnung. Generell mit den Gütern, was er generell ja machen kann, eben Hibiskus, Fruchtbarkeit und Hummer im Überfluss. Genau, deswegen kann ich die beiden ja machen. Theoretisch habe ich das mit dem Flachs hier noch. Der Flachs war, glaube ich, für etwas anderes. Das darf man natürlich nicht flachsen lassen. Okay. Feuerwache, Krankenhaus. Kannst du sie ja überzeugen. Alles, was ich will, ist Frieden. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Und Sie? Vielleicht streiche ich dich von meiner Liste. Ja, vielleicht tust du das. Vielleicht auch nicht. Sehr zu meinem Vorteil. Wow. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Unter Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Was ich irgendwie rausgehört habe, seltsamerweise. Das werde ich noch ein bisschen ausbauen. Ihr hattet aber das Podiumbedürfnis, haben wir hier. Gut, hier hinten wird es ein bisschen knapp, das sehe ich rein. Ich werde
werde sie zum Tanz einladen. Ich finde das Gebäude wird jetzt ein bisschen hart. Ich finde Ware, das sehe ich schon eher ein. Die Laternen kommt eh erst später. Genau, also Papiermühle und die Indigo Farm. Da müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Hat langsam aber sicher mal die Frage, haben wir generell die wichtigsten Güter und so da Waren transportiert? Ich meine, er hätte eben noch gerne seine 2 Fregatten. Im Verhandlungstisch und so. Ich meine, generell finde das Luftschiff ja schon geil, aber ich glaube, es wird langsam aber sicher mal Zeit für eben den Handel. Den Handel. Flussgrundstück erforderbar, aber die 2. Stufe, also mache ich es nicht hier, ist ja logisch. An Arbeitskraft. Ja, wie oft kommen wir mit dem Quatsch noch? Ich hab's geschnallt. Also mit dem Modul. Ich weiß, wir hatten schon mal ein Modul, ich will noch ganz kurz mal gucken. Das war ja mit dem TIF. TIF. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, bei der Produktion, okay. Im Prinzip kann ich es auch noch einfach mal noch belassen, so wie es jetzt ist. Ja, fürs Abgebaute halt hier auch noch Trockenfleisch und das andere auch noch. Nee, kein Bock drauf. Taburine, fest zu Ehren hier, Tjas. Bedürfnisbonus. Wie sieht der genau aus? Vor allem, weil ich den noch gar nicht brauche. Super. Aber Chroniken und Meeresfrüchte-Eintopf wird langsam mal sicher mal Zeit. Turmpfeifen, hab's zwar verboten, aber ist denen natürlich scheißegal. Bridling, genau, da war ja auch so etwas. Alles Waren aus der alten Welt. Ja gut, ich meine, warum nicht, wa? Versuchen wir es mal. Da ist mein Friedensschiffchen, das passt soweit auch. Also, Nährrouten. Erstmal wollte er irgendwie das ein bisschen besser sortieren. Sagen wir jetzt mal... Enbesa... Taborime. Danke für Speicherung vom Spiel nach knapp 7 Minuten. WTF. Salameta. Gut, mehr kommt gar nicht drauf. Dankeschön. Salami. Auch eine Option gewesen. Egal. Taborime wird schon irgendwie funktionieren, kein Plan. Dann. Enbesa. Hat er mir einfach Anteile zurückgegeben? Was für ein Schwein. Ich weiß nicht, irgendwie... Kann einfach zu wenig eintippen, finde ich persönlich. Eigentlich ist ja Waren 2, mach's mal so. Weil Ziel ist schon, dass die Waren ja nach Taburime gehen. Trotz allem. Moment, der ist falsch. Das war's. So, Waren Taburime 1. Ganz doof gesagt. So, dann wird's Zeit für eine Handelsroute. Wir nehmen unsere nette kleine Eiskrone. Nordwind, der ist gar nicht hier unten, aber ist doch eh scheißegal. Ich nehme den Nordwind. Der soll sich in die alte Welt zurückziehen. Und zwar, das ist halt die Frage. Die Hauptinsel. Aber, habe ich überhaupt Holz? Stinknormales Holz, was man verarbeiten könnte. Habe ich und nicht mal wenig. Ist halt die Frage, ist es einfach Zufall, dass ich jetzt hier Holz habe oder beabsichtigt? Schiff unter Beschuss. Naja. Okay, Brillen habe ich echt genug. Da könnte man sich mal darüber Gedanken machen, wa?
mal Bright Sense der Fall. Aber jetzt gerade Deechwater. Wollte ich eigentlich rausnehmen? Moment, Deechwater. Ist natürlich mit dem Holz sowieso klar. Habe ich hier eigentlich noch Brillenvorräte? Jo, hätten wir auch noch. Gut. Machen wir das mal, wa? Einfach so um 50er von dem mitnehmen. Ne, komm, 2x50. Wie gesagt, wir haben ja genug Holz und so, also insofern. Nehmen aber mal nur einen einzigen mit dem Brillen mit. Ich hoffe, das reicht. Dann im Besa. Ja, das macht soweit Sinn. Ich brauche das Holz hier zum Verarbeiten. Jo. Dann haben wir hier. Das Ziel ist in Besa, nicht vergessen. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Klammern geht auch. Machen wir mal eins. So, jetzt muss ich doch mal ganz kurz nachgucken, was hier eigentlich los ist. Haben wir es schon angenommen? Ja, wo ist denn... Okay. Leicht seltsam. Aber pff, was soll's. Du bist... Ja, schon auf dem Weg. Gut. Alles klar. Dann könnte man dann bei Gelegenheit mal damit beginnen. Schön, wenn man jetzt noch ein Luftschiff hätte, aber das ist momentan ein bisschen Luxus. Wobei eigentlich nicht, warte mal. Ich habe halt hier nicht genug, das ist das Problem. Also nicht genug Waren, um noch einen zu transportieren. Beziehungsweise zu bauen. Genau, weil das Problem, was wir hier haben, ist... Irgendwie hier rein theoretisch, das würde funktionieren. Einfach halt bloß 10 Arbeitskräfte, also Arbeiter, Techniker. Entschuldigung. Und das Teil braucht 250 von den Dingern. Ich kann das schaffen. Ich kann's schaffen. Generell nachher mit den Fleischkonserven gucken. Hundeschlitten, ja, habe ich halt nie gemacht. Den Faktor noch zu erhöhen. Naja. Wenn wir schon beim Thema sind, by the way, was mich eben jetzt ein bisschen überrascht hat, so rausgesehen habe, dass hier ein bisschen buggy ist. Oh, eine Inspektion. Waren generell. Oben ist klar. Hochräder, war zu erwarten. Taschenuhren, geil. Kaffee, momentan wieder cool. Schokolade ist ein bisschen am Pendeln, okay. Brillen, das wundert mich ein wenig. Naja. Wir wissen ja von der einen Quest in Embesa, dass genau der Typen da... Nein, Freunde, ich hab's nicht vergessen. Ich hab's bloß noch nicht gemacht. Sie können sich ein kleines Gerangel... So. Dann habe ich seine Insel wieder zwischen den Händen. Moment. Fregatten. Fregatten, dormez-vous. Was? Fregatte, also. Im Prinzip mit den Kanonen kein Problem. Segel. Wo zum Henker hatte ich meine Segelinstitution? Wir kümmern uns hier um alles. Die müsste ja irgendwo total am Arsch sein. Wo habe ich die hingepackt? Abgerissen haben wir sie garantiert nicht. Ich hoffe zumindest nicht, das wäre jetzt ein bisschen doof Die gewesen. Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Ja, da machen wir es aber ein bisschen anders. Segel. Wo ist das Teil hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die echt irgendwie abgerissen haben soll.
Da ist generell sowieso nie etwas abreißen, insofern. Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Die Musik immer so, voll Panik, ah nee, geht doch. Jetzt die Frage, dass ich jetzt dahin packe, Wolle generell. Hat das überhaupt noch? Ja, weil man es natürlich kaum braucht, hat man noch relativ wenig. Gut, das ist einfach irgendwo hin. Spielt ja keine so große Rolle. Aber sogar 1:1 war. Sehr gut, eben. Das reicht locker. Jetzt bin ich noch nicht mehr so sicher, ob ich die Schiffe auch einfach mal so andenken kann. Aber erst später bauen muss. Moment, gehen die Fenster aus? Weshalb? Weil ich keine mehr produziere oder was? Was war das? Alles hier ist höchst zerbrechlich. Ja gut, das kann natürlich sein. Wenn ich keine Fans mehr produziere, dann ist es natürlich Arsch offen. Mach mal Quarzsand. Mache mittlerweile. Ja. Das Glas brauche ich sonst für etwas. Das ist mir auch klar. Warum habe ich jetzt den einfach abgestellt? Das hätte ich selbst. Vermutlich, weil Arbeitskräfte oder Kohle, eins von beiden. Das wird es wohl gewesen sein. Gut, das heißt, ja, Fregatten, die kommen halt, wenn sie kommen. Also 2 Stück halt. Hieß es ja, hätte der Typ gerne. Kann auch mir was bekommen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Weltkarte zum Gucken, ob eigentlich... Okay, ist hier gar nicht mehr sichtbar. Ist der denn schon hier? Mann. Jo, ist er. Das ist schon geil, dass die Luftschiffe so verdammt fix sind. Gut. Soweit dazu, Freunde. Jetzt haben wir da ein bisschen was vorbereitet und so. Sehr schön. Wir haben Leinen nehmen zu. Eigentlich müssen ja auch die Hummer zunehmen. Genau, die Hummer. Sehr schön. Schiff unter Beschuss. Oh nein, nicht schon wieder. Aha. Zurück nach Embesa. Genannte Gewürze habe ich hier eigentlich vorbereitet, aber nicht dafür, sondern wirklich nur die Gewürze. Oder warte mal, habe ich... Ah, nee, Tiff haben wir schon mal vorbereitet, genau. Beziehungsweise, was heißt schon, auch, muss so sagen. Gewürzfarm plus Tiff eben, damit wir nachher die Tiff-Mühle machen können. Beziehungsweise ist ein bisschen doof, ich muss auf beides Zeug hier rüber transportieren. Wobei, wenn natürlich genug Tiff hat, brauche ich es hier nicht mehr. Ja, ist gut. Und er braucht sowieso nur 2 Tonnen, also ganz ehrlich. Kein Problem. So, weiter mit der Story. Das dann für die nächste Folge. Das hier muss ein bisschen warten, bis ich die Segel habe. Machen wir hier. Beginnen mit dem Prinzen. Angriff ist groß und voller Geheimnisse. Es brauchte mehr als ein Leben, um in die Seele eines jeden Steins und jeden Gesichts zu blicken. Ich empfehle, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zu verstehen, bevor wir uns über eine mögliche Allianz mit Ketema unterhalten. Denn Angereb ist kein einfacher Haufen Piraten, den es zu entwaffnen gilt. Wir haben eine Geschichte, wir haben ein Herz. Sagen Sie uns, was hat Sie am meisten auf Angereb beeindruckt? War es das Handwerkerviertel? Oder vielleicht die Künste unseres Waffenmeisters? Oder vielleicht... Weil viele gesehen die Schwierigkeiten hatten, mit der Runde zu können, Handwerk den Material fehlt. Das hier klingt... Das hier klingt schön, oder? Aber eigentlich ist noch gesperrt, zu die Tänze in einer Ecke der Stelle eine Feuertanz und diese andere freizuschalten. Lassen wir das mal ganz kurz noch offen. An der Ecke der Stadt. Das ist ja nur ein Junges. Ich zeig dir, wie sich echtes Gebrüll anhört. Trotzdem muss es ein Feuer sein, hieß es.
Was? Der Schattenmarkt ist nichts für Fremde. Schattenmarkt. Mhm. Darunter liegen Geheimnisse verborgen. Ja. Was in so einer Welt verrichtet wurde, okay. Wo ist das Feuer? Das Feuer der Leidenschaft. Feuer, wir brauchen Feuer. Also weiß nicht. Ist zwar beschädigt, aber du kannst immer noch hoch bis zum Laternenbaum klettern. In einer Ecke der Stadt mein Feuer tanzen, hä? Vor allem in einer Ecke der Stadt, hier gibt es 1000 Ecken. Ecken, 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 Ecken. Überall alles voller Ecken. Ich zeig dir, wie sich echtes Gebrüll anhört. Gut, das ist zwar ein Feuer, beziehungsweise eine Kochstelle, aber sie tanzen nicht. Insofern wird das wohl nicht gelten. Schiff unter Beschuss. Jo. Das Dach vom Leuchtturm ist zwar Ich muss irgendwas übersehen, das kann ja nicht anders sein. Aber was? Und wo? Und warum? Und wie? Schiff unter Beschuss. parieren, drehen und entwaffnen und zustecken. Noch einmal. Okay. Da hat gerade irgendwie Archie gehört. Lärm verlassen. Oh. Farbfeil sehen aber interessant aus. Okay, ich glaube, ich bin blind, ich sehe das mit dem Feuer nicht. Mit dem Tänzer. Warum heißt es in einer Ecke der Stadt? Sehr gut. Angret musste sich so lange auf die Piraterie stützen, dass wir nur selten auf die Idee kamen, selbst etwas herzustellen. Warum auch, wenn wir es vorbeifahrenden Schiffen gewaltsam aufnehmen konnten. Aber die Eröffnung des Kanals hat mehr Kriegsschiffe aus der alten Welt hergeführt. Auch wenn wir uns nicht vor dem Kampf fürchten, ist es doch unsere Pflicht, Angret im Gedenken an die Elamais-Könige zu bewahren. Eine Pflicht, der wir nicht nachkommen können, wenn unsere Stadt zerstört und verarmt ist. Der Kaiser will ihnen die Macht gewähren, fremde Flotten herauszufordern und auszustechen. Und der Kaiser ist bereit, ihre Wirtschaft zu unterstützen, wenn sie die Piraterie entsagen. Oh mein Gott, Freunde, welche Entscheidungen wir treffen werden, das erfahren wir in der nächsten Episode zurück bei Anno 1800 in Mbesa, beziehungsweise auf der Insel Angereb, mit dem Prinzen von Angereb, den Piraten. Bye bye.